huis. Waar ons het eerste luid zingen, nummer 31. Stimmt an mit vollem Klang und preiset Gottes Sohn. Wir scharen uns mit Jubelsang, wir scharen uns mit Jubelsang. Unseres Vaters Thron, unseres Vaters Thron. Wir pilgern nach Sion, herrliches, liebliches Sion, ja, heimwärts geht es nach Sion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O leeres Herz, das hier nach Schweigen will, komm, richt die Blicke himmelwärts, komm, richt die Blicke himmelwärts, dann bleibt auch du nicht still, dann bleibst auch du nicht still. Wir pilgern nach Sion, herrliches, liebliches Sion, ja, heimwärts geht es nach Sion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O kommt und wandert mit, wer mit uns Pilgern reist, wird sein Fuß die Stadt betritt, wird sein Fuß die Stadt betritt, mit Manna schon gespeist, mit Manna schon gespeist. Wir pilgern nach Sion, herrliches, liebliches Sion, ja, heimwärts geht es nach Sion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Drum fröhlich jubiliert und lasst das Sorgen sein. Ein frohes Herz in Pilger sieht, ein frohes Herz in Pilger sieht. Dann geht in Zion ein, dann zieht in Zion ein. Wir pilgern nach Sion, herrliches, liebliches Sion, ja, heimwärts geht es nach Sion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Der nächste 232. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir, drückt mich, auch komme her, drohet man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Lösung sein. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Bricht mir wie Jakob dort Nacht auf herein.
trau mich hier, mein Sehnen für und für. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Geht auf die schmale Bahn, aufwärts gar steil, führt sie doch Himmel an, zu unser Heil. Engel so licht und schön, winken aus Lilienhöhen. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonne, weil ich mich dir aufs Neu vor deinem Thron baue mein Bettel dir und jauchz mit Freuden hier. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Ist mir auch ganz verhüllt dein Weg allher, wird nur mein Wunsch erfüllt, näher zu dir. Schließt an mein Pilgerlauf, schwing ich mich freudig auf. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Nächste 220. Schuld und Strafe sind erlassen, Gott erbarmt sich über mich. Dies Wort darf ich Sünder fassen, und mein Glaube freut sich. Lobe Gott, befreite Seele, diese Gabe ist gar zu groß. Seine gnädigen Befehle machen mich von Ketten los. Meine Rechnung ist vollendet, weil ein reicher Böje kam, der sein teures Blut verwendet und die Zahlung auf sich nahm. Nicht ein heller Blick mir stehen, Millionen sind gewiss. Oh, wie wäre mir geschehen, wenn ich selber büßen müsst. Oh, wie hat der Sündenmenge mich in 1000 Not gebracht. Wie hat mir des Königs Strenge ab der Sünden Baum gemacht. Aber Gott ließ sich erbitten, da ich treuig zu ihm kam.
Nunmehr darf ich wieder leben, kein Verklagen ficht mich an. Alles hat mir Gott vergeben, alles Jesus abgetan. Darauf kann ich froh erblassen, meine Seele tröstet sich. Schuld und Strafe sind erlassen, Gott erbarmt sich über mich. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist ein wunderbarer Vers, wo Gott seine Barmherzigkeit uns erwiesen hat, dass wir durch die Auferstehung Jesu Christi das ewige Leben haben. Ja, ich wünsche jeder einen guten Morgen und ich wünsche, dass der Friede Gottes mag mit uns sein und wir können nach was in seinem Wort lernen, wir können nur dann zu Gott kommen, um Abend zu dienen. Wir haben am Anfang Abstand zum Beten. Dankeschön, Herr Jesus, für diesen neuen, wundervollen Tag, den du uns gegeben hast. Danke dir für deine Gnade, deine Barmherzigkeit, die du uns erwiesen hast. Wir können in dir das ewige Leben haben. Danke auch für dein Wort. Und Herr, wir beten, du musst von dir mit uns sein. Erfüll uns mit deinen Geisten. Jeder, wir können erbüht worden durch dein Wort und wir können verändert worden. Wir machen mehr nur die leiten, Herr Jesus. Musst du den Gottesdienst segnen von dir zu deiner Ehre. Amen. Ja, zur Bekanntmachung von dir. Mein Name steht für die Anleitung in Ältester Oberafrabel, sein Name für die Predigt. Und von dir ist Predigt jede Pass von Herrn Siemens. Von der Klock 2 Nummer Jugend- und Jungscherstunde. Montag als nicht Mitarbeiterkreis, wird aber Diplom wird. Danach ist Bibel- und Gebetsstunde, Klock 7 Uhr. Freitag Jugend- und Jungscherstunde, Klock 7 Uhr. Und den nächsten Sonntag habe ich Predigt von Pater Giesbrecht. Der kommt aber taub mit einer Singergruppe, wo dann das Wort dein mit der Einleitung. Dann steht hier Montag morgen Geschwisterschaft und dort ist aber ein Fehler, das soll nicht so sein. Dort ist der nächste Woche Montag den 14. Wo dann jeder am der Mitältesten wohl, auch Jod und Jungschullehrer wohl. Und dann Klaus 8, was von der nicht 10 Stunden haben, wird es nicht genug Lehrer sind. Nur ein Stern nach dem Mehrweg ist, war für eine Gruppe singen jede Pass, Gruppe Nummer 4. Und dann nächste Sonntag ist eine allgemeine Kurs, eine Klage für die Gemeinde in La Gracia. Der ist schon 3-mal berät worden und als nächste Sonntag die Klage auch dafür eine allgemeine Kurs. Und dann am 24. bis 27. Oktober diesen Monat für die Bibelabende, was da waren sein, da waren noch Games sein, die alle Ovens, Volleyball-Kampionato. Und wer das Match spielen will, der soll sich bitte anmelden. Wenn es der ganze Zeit ran wird, Kampionato. Und das soll bei dem 20. Das ist der Sonntag dafür, aber dann soll auch jemand sein. Jungschar und ein Jungscharlehrer, Jugend und ein Jugendlehrer, junge Lied und ein junge Liedlehrer. Und du besiehst, kann sich an Johann Giesbrecht melden, wer das Match spielen will. Besiehst noch was zu sagen? Wenn nicht, dann singen wir noch rein, Leute. Nummer 192.
Es ist Leben im Blicke zum Kreuze hin. Jesus ruft freundlich, komm zu mir. Irdischer Reichtum ist kein Gewinn, o seliger Schatz, den das Kreuz beut mir. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Mein Blick hat aufs heiligste Wort stets auf, traut der Verheißung, die Gott gab. Keiner fällt jeder Versuchung, macht der treu das Gebet führt als Waffe und Stab. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Als einst meine Augen den Heiland sahen, lächelte er mir freundlich zu. Und wenn der Satan mich jetzt ficht an, ein Blick nach dem Kreuz gibt mir Kraft und Ruhe. Nur ein Blick ist Leben da, nur ein Blick nach Golgatha. Freudenschall, Erlösung nah, nur ein Blick nach Golgatha. Zu der Einleitung von der habe ich mir gewählt, ein paar Verse zu lesen aus Hebräer Kapitel 12, von 1 bis 3. Ich hatte diese Woche über diese Verse nur gedacht und irgendwie, aber kann ich mich nicht entscheiden, über dort wo zu sein. Und es ist manchmal interessant, und es fehlt in der Bibel, und manchmal finde ich schwer wird. Und ich check wieder, was kann man sein. Und als ich einen anderen Tag gefangen habe, langt mir das aber war das 3 ab dit. Hebräer Kapitel 12 von 1 bis 3. Und ich wünsche, dass Gott durch das Wort könnte uns reden und wir können durch erbüht werden. Ich wollte die Verse mal eben lesen. Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der meeste unserer 4 Kapitel ist ein wunderbarer Einblick in das Alte Testament von vielen Zeugen von unseren Vorfahren, dass die gelebt haben, dass sie mit Gott gelebt haben. Das ist von Abel, von Henoch, Abraham, Jakob und Josef, von vielen Glaubenshelden und Glaubenszeugen, ich habe gelesen, würde mit Gott gelebt haben, würde durchgehauen haben. Und die meisten von denen auch viele Jahre mehr auf diese Pilgerreisen dieser Welt durchgehauen haben, als wie dort waren, wenn die Menschen diese Zeit nicht so alt waren als dann.
Nu in Kapitel 12 geht er dann ab dort an und sagt, wenn wir so eine Wahl von Zeugen um uns haben, lot uns dann der Last und der Sünde, der uns so leicht umstrickt, aufleihen und mit Uithol in den Kampf tragen. Also das ist ein Ausschnitt als an Christen geschrieben und Gläubige und als ein Mut merken, den Kampf durchzuholen, uitzuholen und ja, durchzuholen, was eng. Ich glaube, jeder einer, der bekehrt und wahr geworden ist, der kann auch nur nicht eine sehr lange Zeit auch sagen, dass es Zeiten, wo man sagt, was hält das noch an, er ist vielleicht mutlos, er ist müde im Kampf. Warum ist das manchmal so? Er sagt hier, lot uns der Last in der Sünde aufleihen, der uns so leicht umstrickt. Vielleicht fragen wir uns dann, ja, wenn wir uns bekehrt haben, dann haben wir die Sünde aufgeleicht. Ja klar, hat Jesus uns frei gemacht durch sein Blut, aber wir leben noch in diesem Fleisch und das Fleisch will immer nach der Sünde tun. Und dann sind auch immer wieder, was ich mal sagen, kleine Sünden, die uns so leicht unbaten wollen. Wenn sie so tun, was ich schon mal mit großen Sünden ankommen, wenn es da morgen wieder putzen, dann war wir das nicht. Die kommt immer wieder mit kleinen Sünden an, um uns zu verführen, um uns zu verleiten. Und auf das soll wir achten, dass wir so eine Dinge aufleihen. Auch redet hier von jeder Last aufleihen. Ich glaube, das kann auch Lasten geben in unserem geistlichen Leben, die nicht unbedingt Sünde sind, aber die uns wachholen können von geistlichem Wachstum. Ich denke zum Beispiel an, hier können wir das nicht so mit Reusen, mit Personen einfach, dass man ein Tägwerk kann, dauert daran, aber wenn wir uns das nicht vorstellen, einfach ein Reus, jeder Person werde einen Reus ersten, der gewinnen will, wenn der eins klarer wird anhand, als nicht mit Arreich, aber manche klarer würde sich nicht antragen, bloß deswegen, wenn sie den Kampf gewinnen will. Warum? Wenn sie nicht eine Lust an sich haben. Und auf dasselbe Beispiel, der Schreiber uns hier gewesen, dass wir die Lust und die Sünden sollen aufleihen. Das hilft uns, dass wir leicht sind, zum Fährweg gehen, dass wir Fährweg gehen können. Wenn wir Lust und Sünden an uns haben, dann können wir nicht Fährweg. Das sollen wir aufleihen und dann wird uns gesagt, dass wir uns mit Ausdauer ran in den Kampf, der vor uns liegt. Also solange wir hier ab jeden Tag leben, aus Kinder Gottes, wollen wir immer im Kampf leben. Das Leben erst einfach ein Kampf, das hört sich von einem sieht vielleicht negativ, aber das ist einfach so. Das geistliche Leben ist ein Kampf, aber das ist auch ein Kampf, was sich lohnt zu kämpfen. Und er sprach uns Motto, lud uns durchholen, lud uns den Mut holen. Er stand mir dann die Frau, wo ich habe diesen Mut holen, dass wir bei dem Ziel uitholen. Die Antwort habe ich vor zum zweiten Vers, wo es sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist der Anfänger und er ist der Vollender des Glaubens. Heuer auf der Erlösung vor uns gemerkt, durch den Glauben und wie wir erlöst sind, wenn wir ab Abend checken. Du hast die Möglichkeit, und ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, wo wir aus Kinder Gottes können, in einem Kampf Mut holen, was eng. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass wir das im Öl holen, in uns geistlichen Öl, dass wir Jesus in unsere Öl holen und am Arm checken. Jetzt ich denke an ein kleines Beispiel, wie wir bei uns gelernt ist. Und wir haben meine kleine Tochter top im Wut und dann sagt sie kann nicht gehen. Weil sie Angst hat, sie gerauft und Wut erregt, was oben am Berg und sie weiß nicht zu gehen. Ich sage, du nicht nur raufchecken, sondern du handchecken, wo die Hand gehen wirst. Gerade so mal wie im geistlichen Leben. Wenn wir in Kämpfen oder in Schwierigkeiten bis raufchecken und sagen, wo wir das wollen nicht schaffen, wir wollen müde werden. Aber wenn wir auf das Ziel checken, wo wir hin wollen, wir wollen ja zum Himmel, wir wollen nur Jesus, dann wollen wir den Mut haben. Besonders im dritten Fall, der den noch einmal abmuntern, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Also Jesus hat einen ganz schwerer Weg gegangen, um uns zu erlösen. Und er sagt hier dass der Friede fair am Leben dort. Ich denke, dass der Friede uns zu erlösen, dass wir dem wieder Schritt nicht zu fehlen, dort zu drehen, und
achte Schande für nichts, für die Freude, was ver am Legen dort. En krijgt zo, zal we ook verder wat checken op Jesus. En dan waar we de moed houden, dan waar we ten im Kampf durchhouden. Wat ook im 3. Vers sagt, wir sollen ab am 8. Zum letzten Eng sagte, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Diesen Mut, diesen wünsche ich uns. Nog nummer 433. Es erglänzt uns von ferne ein Land, unser Glaubens auch kann es wohl sehen, und von Jesu geführt an der Hand, wird sein Volk dort in Frieden eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Dort singt alles in Wonne und Glück und jauchzt selig dem Heilande zu. Alle Sorgen, die weichen zurück. Dort ist himmlische ewige Ruhe. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Dort ist jene unzählbare Schar, die entflammt von dem Heiligen Geist, in Anbetung vor Gottes Altar, seine Liebe im Sohne Hochpreis. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Ja, ik wens ook iedereen in vrede Gottes is morgen hier. We hebben gezongen, er is een land voor ons, waar we handschikken doen. Bald, waar we door zijn. Als bedacht, wat we zingen iets. Ik dacht op ons dat de predigt, wat mij aankomt te brengen van jou, is zielgemäß leven. Hast du een ziel in je leven? Bestimmt habe ich Ziele, aber ich habe 2 Punkte. Wähle dir das richtige Ziel, schaue, dass du das Ziel erreichst. Ziele jaftet im Leben, Ziele haben jeder eine im Leben, aber was fehlt? Das ist die Frau. Die zweite Frage ist, wo ich dort erreichen, das Ziel, was ich habe. Ich mag eerst met jullie beden voor we ten taak komen, wil je abstonden, wil je pauzen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen schönen Mars, diesen wunderschönen Mars, was dir uns schenken lässt, eine schöne Ware, Herr. Wir danken dir dafür, wir sein dort, deine Allmacht ist immer noch du. Und wir sein dort, du hast uns live, du hast uns gut, Herr. Du hast uns diesen Tag beleben, dass wir dadurch wieder getauft sind und in dein Wort. Herr, ich will dir beten, musst du mit sein mit mir, mit dir reden, mit jeder Zuhörer.
Herr, schenk einfach, dass wir was rückkriegen von dir durch diese Predigt, was uns bewirken konnte, uns geistliches Leben, dass wir uns Ziel ankommen, oder das rechte Ziel wählen worden können, Herr. Herr, musst du Genug schenken. In dem Namen Jesus Christus. Amen. Neem Platz. Ich denke, von der aus, je haben alle ein Ziel gehad. En eind is al falfiert. Je haben ein Ziel gehad, zum Gottesdienst zu fahren, und die sind gekommen. Bei das vom Salz? Nee, je müssen nicht mehr. Ja? Je kan niet bis im Bad liegen bleiben und wünschen mir, wann ich die Kirche fuhr. Je muss abstehen, je muss reinmerken, je muss losgehen und losfahren, dass je hier zum Gottesdienst kommen dann. So, das ist ein Ziel, was von Joel gesagt wird, was falfiert ist. Der nächste stellen wir mal in Jäger vor. In Jäger wird er den Flint nimmt und geht Jäger. Als hier jemand ein Jäger unter uns. China. Gott sei Dank. Heute andere Arbeit winkt nicht. Ja, ich stelle mir einen Jäger vor. Ich weiß, ich habe niemand sagen, Jäger über Ferien irgendwo mit Geschoten, und mein Vater wächst 22, Schraufeln, Slingshot, ja. Geschoten, Pfeil, Düwe, was immer. Und danach müssen wir zwischen das Ziel einstellen, aber einmal möchte einer das Ziel stammt nicht mehr, dann muss einer das Ziel anstellen, ja. Ich will jetzt gerade diese Predigt mehr an, und ich habe den Nora, hier ist ein Mann geschoten, der ich mit einem Flint spiele, und da ist so, wo das passiert. Aber ja, jeder muss manchmal sein Ziel anstellen, weil das Ziel verstellt sich mit uns, und dann traust du das einmal nicht mehr. Dann musst du frisch dein Ziel anstellen. Ich habe es nach den Jungs wie, mit Sling jene, wie jemand, der hat zu wem gesagt, mit dem Sling musst du so Stitch halten, die musst du nähen, dann musst du den Daumen so holen, und dann hast du das Ziel. Kann die sind, Jungs? Und was passiert? Knackt er sich am Daumen an, ja? Getroffen hat er aber sich selbst. Und da ist es manchmal das Ansicht auch jetzt, wir stellen an zu ein Ziel haben, und das ist das Rechte. Haben uns selbst getroffen, ja? Okay, und Jäger, wenn er nu sich reinmerken fort, jägen, er stellt sich das Ziel an, dass er weiß, wenn er was ab Ziel nehmen, auftrecken, dann will er auch treffen. Er will was für seine mehr, was er hat, will er auch was kriegen, ja? Bestimmt will er was kriegen. Was würde mit dessen passieren, wenn er nu auf eine Jagd führt, und er wieder da, seine Flint wieder und das Tier wieder da, und er hat sich entscheidet, alle Tüß für jeden. Würde nicht passieren. Alles vergebens. Andere war hier am, er hat das scheidig, seine Torschfall scheidig, und er wieder und das Tier wieder, und er hat eine Flint im Schraub für jeden. Wieder vergebens gefahren. Hat er nicht für den mehr. Ganz vergebens wieder gefahren. Da wird mal ein Mann, der heißt Shirley Brown. Er wird einer gleich mit seinem Bär, Flitzbär, mit zu scheiten, mit Pfeilen. Und er wird zu ihm gehen, sie haben einen Breder tun, weiß nicht, was von war, ich habe auch mal Breder. Und er geht im Garten in Schett, da war er mit Pfeilen, ja. Und wenn der Pfeil am Brat stehen bleibt, der Nennstück, dann ging er mal den Ring ran. En beobacht seine Frau, und einmal kommt die Frau sagen, schau, was tust du da, Mensch? Du musst erst die Hand mal, dann musst du scheiden. Ihr tot weiter sagen, aber dann scheide ich wenigstens nicht vorbei. Jetzt hast du das manchmal ans Leben so. Wir leben haben uns ein Ziel gesagt, ein fernes Ziel, muss uns selbst den Ring der Rahmen, so wie haben Charakter getroffen. Ja? Das ist das und das Ding. Ans Lager dort, das Mann ist dort, aber er weiß doch gut, er weiß, was er dort ähnlich, aber wir haben das beobachtet, sagt, sei er tierisch aus. Aber so sehr wie Menschen. So sehr wie Menschen mit unseren Zielen. Wir sagen uns, wir haben uns ein Ziel, und dann müssen wir durch einen Ringraum und Leben getroffen haben. Und das ist vielleicht ganz bezieht. Ganz bezieht.
Aber wir wollen auch nicht mit sie scheitern, nicht? Wir wollen nicht vorbeischeiten, wir wollen treffen. Wir müssen das Ziel verüben haben. Des Morgens ist das sagt, heute das Ziel gleich verüben, er schaut das sein, was wird dann. Aber wann es trifft, wann der Pfeil im Brat stecken bleibt, dann, denke ich, muss den Ring der Rahmen, so, korrekt getroffen. Sein Mensch ohne Ziel, erst kriegt es eine Pfeil ohne Spitz. Eine Pfeil, wenn der nicht spitz ist, und sagen die Indien, die brauchen nach viel, diese Flitzbeus mit Pfeilen, die schwappen sich die Spitz sehr scharf an. Warum tun sie das? Das Ziel hält, ja. Wenn es nur von fairen Glück ist, dann weiß wir, dann kann sich dort nicht holen, dann kann der Wind ihn verschmieden. So, hast du den Ziel auch angeschwappt? Hast du ein Ziel, wo du hin warst? Ein Ziel soll verüben stehen. Und dort sagt Paulus uns, Paulus hat uns ein sehr klares Beispiel gelassen im Philipperbrief, hat uns gesagt, an die Philipper geschrieben. Und ich denke so, er hat das an die Philipper geschrieben, so gedacht, die Philipper glauben, vielleicht sie wären alle am Ziel angekommen, sie dachten, okay, sie werden bekehrt, sie werden wahre geboren, sie werden Kinder Gottes. So, alles ist durch, sie glauben, sie wären am Ziel angekommen. Namens einmal schrift Paulus einen Brief und er erklärt am Tag nach Monaten, wie es nach klar und deutlich, dass er weiß noch nicht, als er am Ziel angekommen ist. Er zielt, er geht nach einmal und er trachtet noch, am Ziel anzukommen. Wir lesen hier mal in Philipper 3 von 4 bis 14. Wie wohl ich auch habe, dass ich mich fleischlich riemen kannte. Sei ein anderer sich denken lässt, er kann sich fleischlich riemen, ich kannte erst viel mehr. Der ich am 8. Tag beschnitten bin, einer aus dem Volk von Israel, das Geschlecht Benjamin, den Hebräer von Hebräer und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfalter der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit mit Gesetz gewesen, unsträflich. Aber was mir gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es nach alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, an welchen Willen ich alles habe für Schaden geachtet, gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. Und in ihm erfunden werden, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch das Glaubens an Christum kam, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seines Leidens, dass ich seinen Tode ähnlich werde, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich gehe ihn aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus Jesu ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergreifen habe. Eines aber sage ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich zu dem, das da vorne ist. Und gehe nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesu. So hier kijkt Paulus wat einmal terug op seine Vergangenheit, wo er gelebt hat, schrift hij aan Philipper von seiner Vergangenheit. Nu kijk je, wanneer ik op mijn leven terugkijk, wer ik weer en wat ik van mensen, ik würde mir riemen kunnen, en hij würde han kon stolz zijn met dat wat hij weer, aber dat weer niet de zaak. Hij sagte, hij wird am 8. Tag beschneden. Hij wird van het Volk Israël, hij wird een Geschlecht Benjamin, hij wird een Hebräer van een Hebräer, en van Gesetz een Pharisäer, en hij had een grote Eifer, de Gemeinde te vervolgen. Hij had alles zo correct, ja, hij versucht alles op een punt nu te treffen, dort wat hij wird. Hij wil zich aan kunnen riemen. Paulus wil dan kunnen zeggen, ik ben de rechte Goda man. Maar wat zegt hij? Dat rechte ziel had gefehlt.
Hij had het rechte Ziel nicht erholen, hat noch nicht. Er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich Christi willen für Schaden geachtet. Als hij Jesus eerst kennenleert, dann wird an einmal Allah, hat an dat kein mehr wird, dort wat hij vergedaan hat. Wat hij ver in zijn oude leven für so sehr wichtig hält, dort wird an einmal nicht mehr wichtig. Ich habe verstanden. Zijn Sein hat geändert. Eerst wird hij een man korrekt sein. Hij deed dort, wat het gesagt zit. Hij leeft dort ab een Punkt nur uit. Hij verfolgt die Gemeinde Christi. Aber als hij eerst Jesus einmal an die Gräber hat, dann ändert sich dort, dann wird dort nicht mehr dort, was hij eerst so sehr hochholen deed, dat hij nu in Israël, van Geschlecht Israël wird, dat hij weer van Geschlecht Benjamin, so van het stam Israël wird hij, dat tal bij hem nu gar niet meer. En ik denk aan, wo je het aanstaat verken. Tal wie ook irgendwas, dit en dat jaren van wat voor familie zijn, of van waar ik herkom, of waar ik geleerd zijn, zijn geleerd wird, hij had zeer hoog geleerd, dat alles tal met aan. Wo je het aanstaat verken, tal wie ook aan dit. Wenn wir dort nicht alle haben, dann sind wir am Ziel angekommen. Oder wo haben wir ans Ziel angedreht? Weil wir das rechte Ziel. Haben wir dort klar geworden. Das unvergängliche Gewinn, was er da hat. Dort wird nu einmal angedreht, dort wird nu Jesus Christus wird sein Herr geworden. Al dat andere, dat had een Wert verloren. En je dat niet ganz veel, so viele Menschen, je dat leuk is dit. Jo, ik zei te Jezus, jo, aber al dat oude wil ik vasthouden. Dit beide is dat je niet vast te houden. Dat oude moet verschwingen. Dat oude moet weg. Wann wir das beides wel vorstellen, dat oude leven, wat er vergänglich ist, wat er gegen Gott kunnen deed, en wir danach leben, wir sind ein Kind Gottes, wir haben uns bekehrt, wir sind ein Kind Gottes geworden, dann haben wir das Ziel noch nicht ergestellt. Da wo wir nicht an das Ziel ankommen, was wir im Kopf denken. Da wo wir an ein erreichtes Ziel ankommen. Haben wir dort einmal nicht mehr ein Wert, haben wir kein Wert mehr, was er erst so sehr hoch holen deed, dann hat einmal wird dort alles weich, aber einmal wird dort verarmt, sagt einfach aus Blatt, aus Mehl, aus Garbage wird dort geworden, sein oude Leben. Hast du dein oude Leben auch in der Garbage gestoppt? Wir traust dich vielleicht verken mit, jo, ik ben bekeerd. Dat reicht. Aber warum fragt Paulus sich hier? Warum sagt Paulus nach? Hij hält sich noch nicht dafür, dass er am Ziel angekommen ist. Er jagt das immer noch nu. Braucht das mehr. Braucht wir uns was Hand zu geben. Braucht wir im Kampf zu gehen. Omdat we worden am Ziel aankomen. We moeten immer worden aan het Ziel aanstellen. Zoals ik eerst zei, die moet immer worden aan denken, wanneer hij op jacht voort, stemt mijn Ziel levens nach. Wenn man einmal hostig, ist in Gefahr, ist vielleicht das Tier da, was er jeder wollt, und er sein Ziel nicht angestellt hat, dan wordt er vergeefs scheiden, het hier aan de weg. Er moet zich zeker zijn, dat zijn Ziel stemt, dat dort, wat dort ooit, dat hij dat andere ook lekker wordt. En stellst du dich tevreden met dort, zielgemäß te leven. Jo, ik heb me bekeerd, Punkt voor. Ik heb vielleicht al een ring daarom gemoet, ik heb het getroffen. Dat is nog niet. Dat du am Ziel angekommen bist.
dort wat wir zielen, dort wat wir doen, dort wat wir planen, dat soll alles mit Jesus Christus taub verbunden sein. So ist Paulus. Er sagt, er möchte teilhaben an der Kraft von der Auferstehung. Jesus Christus wird der, was da abgestoßen wird, und er möchte an dort teilhaben, an der Auferstehung, an der Kraft, und das Nächste, er möchte auch einer von denen sein, was dabei wird sein, wenn Jesus die Schwere kommt. Das ist eigentlich auch das Ziel, ja, was ich du in uns Kopf haben, wie Ziele, wie wollen, wenn Jesus kommt, wie wollen uns mit ihm treffen, wie wollen mit ihm mit dem Himmel fahren. Aber was dann, wenn ein Ziel mit einem Wort verrutscht sind, und wir haben nicht getroffen. Jesus irgendwas sagen, kann die nicht, dann sei dann erst ein Ziel verrutscht. Wir müssen immer weiter und denken, wir müssen ein Ziel anstellen. So ist Paulus wird. Er wird sich dort angemutet, wird er sicher. Und angemutet sagt er ist sich noch gar nicht so sicher, als er dort wirklich begriffen hat. Dass er auch wirklich kann, ja, das ist es, ja. Er wird sich in sich sicher, er hat Erfahrung, Jesus hat ihn genommen, Jesus hat ihn berät und gesagt, oh, Paulus, was das du, das wird ja am Weg nur auf seiner Reise nach Damaskus, wo er sich mit Jesus begegnet, wo Jesus nach ihm kam, Paulus, wird danach soll, was verfallst du mir? Vielleicht wird an die Stimme gefragt, und du wird er anhört, Jesus wird arg. Wat deed hij het eerste? Hij vroeg, Herr, wat was du, wat ik doen zal? Wofür, lieber Tohira, hast du diese Frau gestellt? Herr, wat was du, wat ik doen zal? Wir haben vielmals stellen uns so zufrieden. Wir denken vielleicht, ja, wir haben die Gemeinde gewechselt, wir sind hier und dort angetragen, an Ziel wieder das Rechte zu merken. Aber wenn Jesus Christus nicht dein Hauptziel ist, dann hat seinen Haben rechte Ziel erwählt. Dann haben wir noch nicht das rechte Ziel. Das rechte Ziel ist, uns mit Jesus Christus zu begegnen. Und um ein Ziel anzustellen, das wir dort erreichen wollen, müssen wir alle Dinge von uns loten. Alle Ungewohnheiten. Da wird die Welt ihre Last betrachtet. Was sei beide, was nicht mehr das Wort Gottes stimmt, die müssen weich getan werden. Die können nicht bloß in uns wieder und dann einmal bleiben, wir haben das rechte Ziel zu holen. Das ist falsch. So können wir nicht gehen. Und dann bleiben, wir haben das rechte Ziel getroffen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Kijk dat du das Ziel erreichen wirst. Wenn wir ein Ziel gesagt haben, dann machen wir dort auch auszuleben. Ja? Wenn wir an einen Zug denken, eine Zugfahrt, wenn der von der Bohnen rutscht, von der Bohnen lebt, oder irgendwo einmal von der Bohnen kommt, der kommt nicht wieder. Der muss erst frisch auf der Bohnen abkommen, bis er wieder fahren kann, dass er am Ziel ankommen kann. Om Ziel anzukommen, dann brauchen wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus und ganz eng mit ihm verbunden zu sein. Wir brauchen Gebet, wir brauchen Belehrung, wir brauchen Gemeinschaft, die geistliche Gemeinschaft. Das ist David, wir lesen noch mal ein paar Vers in Psalm, das ist David, das Ruth bringt. Er sagt einfach, Herr, lieb mich. Wofür ist das Verlangen in mir und die, dass der Herr mich mag lehren? Oder denke ich, no, ich weiß das all. Ich weiß selbst. Kijk eens Jan Sherlin Brown. Hij wist dat ook, aber hij deed ween. Eerst scheiden en dan in de ring gaan molen. Dat deed hij ween. Wenn hij wil niet voorbij scheiden. En zo lijkt het antwoord vielleicht ook verken. Wir denken, wir glauben, wir weiten, wir haben als Ziel, wir weiten, wo wir haben wollen.
Aber hier Psalm 39, Vers 5 und 6. Aber Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die das so sicher leben. So hier ist David sagt, aber Herr, lehr mich doch. Lehr mich dort, wenn wir das gelehrt haben, wenn wir das weiter, dass das ein Einjaft mit mir, das weit wie alle, das jaft ein von uns, aber wir werden am liebsten vielleicht nicht davon reden. Das jaft auch das Lehren, aber bloß nicht an denken, bloß nicht an Stau denken, bloß mutig sein, bloß froh sein, so wieder, nicht? Aber hier sagt David, lehr mich dort doch zu bedenken, wenn wir an das denken, da kommen uns first vielleicht uns unter Gedanken an, als wenn wir denken, wir leben nur einmal ewig, wir leben in keine Jahr vor, nicht? Wir sind dort einmal wahrer. Da wird einmal hastig, es ist ein Dur, und dort ist, was David auch sagt, Herr, lehr mich doch, der dort ein mit mir, dass mein Leben doch ein Ziel hat. Und ich sage, bei dieser, dass die ans Leben, das Handbreit, so ein sehr kartes Leben haben, wie man in uns, wo es wir das ihr Leben für den Herrn, das ist mal so ein sehr kartes Leben. Und ich sage, wo nichts ist das mit uns Menschen, so nichts, aber leben doch so sicher. Stelle sich das Leben so sicher durch. Wir leben, wir haben eine lange Zeit, wir haben genug Zeit, ja? Nee, wir haben gar nicht. Die Bibel merkt uns Mut ab von der. Nicht nach lang, kann wir sagen, dort haben wir Zeit, dort haben wir Zeit. Wo, naja, weil wir an Ziele sahen. Bestimmt haben wir Ziele, im Anfang gesagt, wir haben alle ein Ziel. Ich glaube, von jung ab an haben wir Ziele, wo ihr handjankert, was die Welle ober ist dort das rechte Ziel, was du dir gesagt hast. Weil wir uns einfach mal irgend selbst fragen, ist das rechte Ziel, wo ich dort erreiche ich dort, was ich mir gesagt habe, das ist der Psalm David. Paulus meint hier, wir blättern drin noch Philippa-Brief, er meint dort, dass er das noch nicht erreicht hat, aber er strebt dort noch. Womit strebt er dort noch? Sagt, ich vergeht, was hinter mir passiert ist. Okay, das heißt so viel, alle Dinge, was wir hier am Anfang gelesen haben in diesem Kapitel, das, was er die Dinge, die hat versucht zu vergeten, die sind weich, der Herr hat ihm die vergibt, er kijkt noch verder weg, er hat sein Ziel, wo er hin will. So, hast du das Ziel auch? Hast du das Ziel all erreicht? Bist du dir sicher, dass du am Ziel bist? Erreichen weit wir noch nicht, wir sind noch nicht im Eng. Wir sind noch nicht im Eng. Aber das Ziel, der Geher, der merkt sich dort sicher, sein Ziel ist angestellt, er fährt ganz ab das so hoch, nein, das ist alles okay, ich kann reiten ab Jagd gehen. Ziel habe ich eingestellt, scheide ich erst durch, nu vor ich kann mich sicher, ich war, das wird an mich und jetzt, das ist geworden. Und Paulus sagt hier, okay, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist. Und jaue nach dem vorgestreckten Ziel. Hey, kijk bloß noch verweg. Und wo vielmals sind uns vielleicht alle Dinge schuld. Nicht? Wir haben vielleicht in uns alle Leben Dinge getan, was uns so schein ging. Vielleicht alle Freunde. So eine Freunde sind uns zur Schuld. Viele können sich nicht bekehren, wenn uns sind alle Freunde zur Schuld und so wieder. So, das ist ein anreichtes Ziel. Ihr Freund, was wir haben, aber wir denken, der Mensch denkt nicht genug daran, dass er bessere und mehr Freund kriegen wird, wenn er die alle verloren hat. Aber dass wir an noch Fairweg kicken, an Ziel ist noch Fairweg, durch, wenn Jesus das Wahre kommen wird, dass wir uns mit Arm treffen werden. Psalm 7, das ist ein paar interessante Fall, und ich muss so beobachtet haben, dass ich nötig genannt habe, was sagt der David hier mit diesem Fall, wie mir ganz interessante Fall, da wir mal lesen in Psalm, das 7. Kapitel, 7. Psalm.
lesen wir mal von 12. Vers. Sagt, Gott ist ein rechter Richter und ein Gott, der täglich droht. Will man sich nicht bekehren, so hat er sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt. Und hat er auf gelegt tägliche Geschosse, seine Pfeile hat er zugerichtet zu verderben. Siehe, der hat beides im Sinn und Unglück ist er schwanger und wird Lie gebären. Er hat eine Grube gegraben und ausgeheilt und ist in der Grube gefallen, die er gemacht hat. Sein Unglück wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf seine Schädel fallen. Ich danke dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen und will loben den Namen des Herrn, des Allerhöchsten. So, hier sagt er, Gott ist der rechte Richter und sagt, was er täglich auch droht. Und dann sagt er, weil jemand sich nicht bekehren, sagt er, okay, dann ist, dann sagt er, das Schwert, er schreibt das Schwert in den Beeren, ist angespannt, seine Beeren steht da rein mit dem Pfeil, gezielt, des Mensch, was sich nicht bekehrt, der wird diesen Schuss von dem Pfeil kriegen. Zu verderben, zu gerichtet zu verderben. Der ist abgetrocknet. Seine Beul, der Pfeil ist reit für all die, was sich nicht bekehren, für all die, was nicht glauben, ist das reit. Und ich sage, der Wort, beiset im Sinn haben, der wird bloß Lehe evangel bringen. Der wird sich selbst, was er sich selbst hat anlegt, was er kriegt, weil er einen groben Grof für den Nächsten sagt, der wird er selbst nennen, aber hier redet auch davon, wer sich was grob für den Nächsten, der wird er selbst nennen, das anlegt, wird ab sich kommen. So, erst das Ziel, was du erreichen willst, ja, und wie gesagt, das Ziel zu erreichen. Und hier sagt er klar, was wir erreichen wollen, wenn wir nicht das reiche Ziel gewählt haben. Dann ist der Beul mit dem Pfeil angeschraubt als Reid, der dort treffen wird. So, was ist nun zu tun, dass wir an das reiche Ziel ankommen können? Hebräer 2, 1-4, da sagt es uns, was wir tun können, dass wir am reichen Ziel ankommen können. Wir fragen uns vielleicht, was mache ich denn tun, was soll ich denn tun, dass ich am reichen Ziel ankommen kann. Hebräer 2,1. Darum soll wir das zu mehr wahrnehmen, das Wort, das wir hören, damit wir nicht dahin fahren. Denn so das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist und eine jährliche Übertretungen und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat. Wie wollen wir entfliehen, so wird eine solche Seligkeit nicht achten, welche nachdem sie zuerst gepredigt ist, durch den Herrn auf uns gekommen ist, durch die sie es gehört haben. Und Gott hat ihr Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wunder und mancherlei Kräfte und mit Austeilung des Heiligen Jesus nach seinem Willen. So, wenn wir nicht wollen, das Wort Gottes mehr und mehr betrachten, wir glauben, ohne das Wort Gottes verlangt zu kommen, sei dauert ans Ziel verrutscht worden. Wenn du liest, dass du ohne das Wort Gottes verlangt kommst in dein Leben, dann kannst du da berechnen, am besten von der Boden kommen. Da wirst du ein Tag von der Boden sein. Du wirst nicht am Ziel ankommen. Du wirst schon ankommen, aber nicht das Ziel, was du dir gesagt hast, was du dir wünschst. Ich sage, wir sollen das Wort Gottes fast an uns nehmen, sage ich, wir haben gehört. Alle von uns, hier ist keiner unter uns, der kann sagen, ich habe nicht gehört, ich habe nicht gewusst. Alle haben gehört, alle haben gewusst, dass da ein Gott ist, der Schöpfer, dass er sich sehen, ob das ihr gescheit hat, um uns zu erlösen, dass wir ohne durch Arm nicht im Futter kommen wollen. Wir haben alle gehört, alle Predigten haben alle gehört. Ja? Weil Menschen auch alle Predigten, scheine Predigten, Tag und Nacht kostlich scheine Predigten hören,
Und du nimmst dir das aber nicht für die persönlich an. Du änderst in dein Leben absolut nichts. Dann kannst du vorstellen, du hast dein Ziel noch nicht irgendwo eingestellt. Dein Ziel ist verrutscht, dein Ziel ist verrückt. Das stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht im Leben. Wir müssen uns verändern. Sagst du, dass wir hier haben, die predigen, dass die Engel, was die sagen, das Wort Gottes, alles Tekens und Wunder, was der Herr uns wiesen hat, seine Kraft. Kann wir doch glauben? Glaubst du dort, dass das Wahrheit ist, was hier bei uns steht? Ist das wahrhaftig? Glaube ich dort wirklich? Wirklich am Ziel anzukommen, brauchen wir einfach immer weiter das Wort Gottes. Ich glaube, das ist das Ziel anstellen. Wenn wir ein Ziel im Leben anstellen wollen, dann brauchen wir die Bibel zu lesen, dann brauchen wir zu beten, dann brauchen wir geistliche Gemeinschaft. Dort ist ein Ziel anstellen. Ja? Wenn ein Ziel verrutscht ist, dann weit wir, dann stimmt irgendwo nicht. Dann ist die Gemeinschaft zwischen uns und Gott irgendwo nicht up. Da ist eine Kluft zwischen gekommen. Da ist nicht mehr up. Da müssen wir wieder an ein Ziel schaffen. An ein Ziel müssen wir arbeiten. Wir haben uns nicht zufriedenstellen mit, jo, ich bin bekehrt, ich bin Gemeindeglied, Punkt, fertig. Stellen wir uns Paulus sein Leben mal vor. Wo kann er nach früher sein, er weiß nicht, als er im Ziel angekommen ist. Er ist ein Schreiber, der uns viele Briefe geschrieben hat, wo viele Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Er predigt Jesus Christus ganz klar. Wo kann so ein Mann aus dort sich nach dieser Frau stellen? Ich weiß noch nicht, was ich wirklich begriffen habe. Wie, glaube ich, vielleicht auch fragen, jo, ich habe das auch begriffen, nicht? Mir fehlt nichts mehr. Ich bin am Ziel angekommen. Wir haben uns den Ring daran gemacht und sagten uns, die Hand leiden so. Ich bin am Ziel angekommen. Wenn wir uns diese Frau stellen, wo stehe ich, wo bin ich angekommen? Habe ich noch viele alte Dinge in meinem Leben, die wach sollen, alte Ungewohnheiten, alte Dinge, die absolut nichts mit Glauben zu tun haben. Bin ich bereit, um Jesus Christus dienen? Wie weit, wo viel dienen? Paulus, Jesus. Er wird in deiner Christi. Er wird nicht bloß ein Bekehren, war er geborener Mensch, und lädt seine Hände in den Schaut und sagt, dann lehrt alles, was passiert. Nee, er wird in deiner Christi. Wenn wir nicht für Christus deine wählen, dann ist ein Ziel verrückt. Dann stimmt ein Ziel nicht. Gott hat mit all von uns ein Ziel, wenn nicht, dann hat er mir und die, ab dass sie ihr nicht geboren wurden. Wenn wir uns diese Frage stellen, was ist das Ziel? Herr, was weißt du, was ich tun kann? Na, predigen kann ich vielleicht nicht, singen kann ich nicht. Aber ist das die einzige zwei Dinge, was Gott von dir will? Also die einzige Dinge, was Gott von uns Menschen verlangt? Nee, das sind tausende Dinge. Was Gott will, was wir tun sollen. Herr, vielleicht ein Vers lesen in Apostelgeschichte 17, 26. Da sagt er hat den Menschen ein Ziel gesagt. Apostelgeschichte 17, 26. Und er hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf den ganzen Erdboden wohnen und hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen. Gott hat ein Ziel gesagt für die. Er hat den ganzen Erdboden sein, hat er gemerkt, hat er Menschen gemerkt, die sollen den ganzen Erdboden bewohnen, durch ein Gebrauch von zu merken. Und er hat gesagt, er hat ein Ziel gesagt, in Ferien sein, wie lang und wo du leben wirst. Der Vers hängt daran, sagt er, dass sie dem Herrn suchen sollten, ob sie nach ihm fielen und finden möchten. Dort hat Gott mich und die geschaffen. Gott hat ein Ziel für mich und die. Bloß sehe ich du nun, trachte ich du nun, dass ich das Ziel erlangen will. Wo ich das Ziel erlangen, wird mir im Kopf immer wieder so erst, ich will mich mit Christus begegnen. Aber mit alle schmutzigen Leben,
wir immer waren terug in dat oude leven, dat schmutzige teruggeholt worden. Dat wordt der Herr nicht annehmen. Hij wordt ons dat zei, kann die nicht. Wir kommen zum Schluss, hier nach ein paar Versen, was wir in Timotheus finden, das Paulus hat hier ein paar sehr schöne Verse. Was er hier sagen wird, in 2. Timotheus 4, 7 und 8, sagt er, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Herrn wird es mir beilegt, die Krone der Gerechten, welche mir der Herr an jenem Tag, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Kannst du mit diesem Vers mitstimmen? Lieber Zuhörer, kannst du mit dem mitstimmen, sagst, ich habe guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe ihn nicht abgegeben. Ich habe Glaube geholt. Mir hat keiner wegreden von dem Glauben, was ich habe. Ich habe uitgeholt. Und sagt er, dann als mir, beilegt die Krone, das Geschenk der Gerechtigkeit, was der Herr am Anjandach jeweils sagte, der gerechte Rechter, oder rechten wird. Und dann sagt er, nicht bloß mir allein, all die, Worte erscheinen, die seine Erscheinung lieb haben. Wer das Life hat, dass Jesus Christus abgestoßen ist, dass du doch gleich in das utlebst, da sagt er, die wurden alle. Sehr interessant. Das heißt nicht bloß sagen, ich wurde kriegen, eben weiter nicht. Er sagt, all die, die Erscheinung lieb haben. Kannst du mir das mitstimmen? Aber man muss einmal noch ein bisschen an den Ziel schaffen. Wenn du das magst, den Ziel ist so verrutscht, den Ziel stimmt nicht mehr, du trafst nicht mehr, bitte, stell das an. Wir denken vielleicht, das kann sich nicht für selbst verstellen, ja, das verstellt sich. Da kann irgendwo mit einem Stück kann dein Ziel verstellt sein. Du hast dich wohl was begegnet in deinem Leben, was du nicht magst, dass dein Ziel verstellt ist. Aber sieh mal aufmerksam, ist mein Ziel noch einmal dort. Sei ich einer von denen, was sagt die Erscheinung lieb haben. Das ist nicht bloß die, was sagen, jo, ich glaube an Jesus, jo, mich freut, dass er abgestoßen ist und nicht im Grab geblieben ist und so wieder. Und wieder, der da nicht. Er meint, das waren seine Gänger sein. Die waren seine Fußstapfen für sich genug zu gehen. Die waren für ihn deine, sie waren mit ihm leben. Die wollen sich in der Sache sein. Die wollen diese Krone auch erlangen. So, ich würde einmal tun, wie hier einmal der erste Punkt wird, wähle das richtige Ziel. Der dritte Ziel ist dort, Jesus Christus zu begegnen. Alles, was wir in uns leben, unsere Entscheidungen, dass wir in der Entscheidung, die er getroffen hat, du hast Jesus Christus Jutta gesagt. Dann haben wir das dritte Ziel. Gewählt. So, nu checkt er noch, das zweite wird, checkt er noch, dass die das dritte Ziel erreichen wollen. Okay, wann werden wir damit anfangen? Wir wissen nicht, wie lange wir leben. Habe jetzt nach weiter gesehen, im Haus erst ein Mann wach, gesund von der Arbeit, plötzlich, wo sein das Leben nicht mehr da. Wo lang stellen wir uns vor, habe ich Zeit, zu mein Ziel anstellen. Zu meine Fehler anschwappen, dass ich weiß, am Ziel komme ich an. Ans Gewässer anzuschwappen, dass wir weiten, wir haben ein Gewässer ab den Sinn. Da werden wir erreichen, dass wir uns an das Ziel richtig abgetrocknet sind. Wir haben keine Angst, wenn Jesus von dir kommen wird. Dann kann ich noch mit Frieden abchecken und sagen, jo, komm los. Aber wusste ich von dir sagen, no. Von dir noch nicht. Wach wenigstens noch einen Tag. Oder wach wenigstens noch einen Weg.
kost u van jou zei, jo Herr, kom. Ik zijn rijdt die te begenen. Ik mag met die top om ziel voeren door den Vader im Himmel samen. Amen. We zingen nog een lied. Nummer 385. Auf denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag, wecket am frühen Morgen, es so spät sein mag, wecket im Licht der Sonne, fanget bei Zeiten an, auf denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf denn die Nacht wird kommen, auf wenn es Mittag ist, weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesu Christ. Wecket mit uns, ihr Frommen, gebt alles andere dran, auf denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf denn die Nacht wird kommen, auf wenn die Sonne weicht, auf wenn der Abend mahnet, wenn der Tag entfleucht, auf bis zum letzten Zuge, wendet nur Fleiß daran, auf denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Okay, die Nacht wird kommen, wo wir nicht mehr arbeiten wollen, aber nach Tjabe. Wir uns nach Gott neigen, Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir da in dein Wort haben. Wir danken dir, dass du uns so klar und deutlich gesagt hast, wo wir zu leben haben, und dass wir ums Ziel ankommen wollen. Herr, ich danke dir dafür, möchten wir dort auch wirklich unsere Worte nehmen. Schenkt jedem ein, jeder Tag hier, mich persönlich, dass wir unsere Ziele immer wahr wurden, richtig angestellt haben, wo wir handeln, wo wir nun kommen, dass dort auch das rechte Ziel wird sein. Herr, schenk uns einfach jedem ein, dass wir wollen an uns selbst arbeiten. Wir nicht bloß wollen Menschen kicken, sondern uns persönlich wollen kicken, dass uns Ziel möchte angestellt sein. Herr, wir beten um ein Sehen, aber nur zu denken, was du von der uns geredet hast. Wir beten in den Namen Jesus Christus. Amen. Scheidem Fried von uns.